Schluck, bevor ich mit der ersten Geschichte anfange. Da liest sich gleich ganz anders. Die erste Geschichte ist ein Original-Schüleraufsatz. Ich weiß nicht, Hausl, der ist schon älter, gell? Der ist schon viele Jahrzehnte alt. Ja. Ist auch eine bekannte Nummer. Es ist der Advent, borisch geschrieben mit PF. Und das ist angeblich vom Maxl aus dem Bayerischen Wald einmal gewesen. Wir wissen es nicht genau. Er hat angefangen, der Advent ist die schönste Zeit im Winter. Die meisten Leute haben im Winter eine Grippe, die ist mit Fieber. Wir haben auch eine, aber die ist mit Belüftung und man schreibt sie mit K. 3 Wochen bevor das Christkindl kommt, stellt Papa die Krippe im Wohnzimmer auf und meine kleine Schwester und ich dürfen mithelfen. Viele Krippen sind langweilig, aber die unsere nicht, weil wir haben mordstolle Figuren darin. Ich habe einmal den Josef und das Christkindl auf den Ofen gestellt, damit sie es schön warm haben, und es war ihnen zu heiß. Das Christkindl ist schwarz geworden und den Josef hat es in lauter Trümmer zerrissen. Ein Fuß von ihm ist bis in den Platzelteig geflogen und es war kein schöner Anblick. Meine Mama hat mich geschimpft und gesagt, dass nicht einmal die Heiligen vor meiner Blödheit sicher sind. Wenn Maria ohne Mann und ohne Kind herumsteht, schaut es nicht gut aus. Aber ich habe Gott sei Dank viele Figuren in meiner Spielkiste und der Josef ist jetzt Donald Duck. Als Christkind wollte ich den Asterix nehmen, weil der ist als einziger so klein, dass er in den Futtertrog gepasst hätte. Da hat meine Mama gesagt, man kann doch als Christkindl keinen Asterix hernehmen, da ist ja das verbrennte Christkindl noch besser. Es ist zwar schwarz, aber wenigstens ein Christkindl. Hinter dem Christkindl stehen 2 Ochsen, ein Esel, ein Nilpferd und ein Brontosaurier. Das Nilpferd und den Saurier habe ich hineingestellt, weil der Ochs und der Esel allein waren mir zu langweilig. Links neben dem Stall kommen gerade die heiligen 3 Könige daher. Ein König ist dem Papa im letzten Advent beim Putzen heruntergefallen und war total hin. Jetzt haben wir nur mehr 2 heilige Könige und einen heiligen Batman als Ersatz. Normal haben die heiligen 3 Könige einen Haufen Zeug für das Christkindl dabei, nämlich Gold, Weihrauch und Püree oder so ähnlich. Von den unseren hat einer anstatt Gold ein Kaugummipapierl dabei, das glänzt auch recht schön. Der andere hat eine Marlboro in der Hand, weil wir keinen Weihrauch haben. Aber die Marlboro raucht auch schön, wenn man sie anzündet. Der heilige Batman hat eine Pistole dabei, ist zwar kein Geschenk fürs Christkindl, aber damit kann er es vor dem Saurier beschützen. Hinter den 3 Heiligen sind ein paar rothäutige Indianer und ein kasiger Engel. Dem Engel ist ein Fuß abgebrochen, darum haben wir ihn auf ein Motorrad gesetzt, dass er sich leichter tut. Mit dem Motorrad kann er fahren, wenn er nicht gerade fliegt. Rechts neben dem Stall haben wir das Rotkäppchen hingestellt. Sie hat eine Pizza und 3 Weizen für die Oma dabei und reißt gerade eine Maroni ab. Einen Wolf haben wir nicht, drum lurt hinter dem Baum ein Bummerl als Ersatzwolf hervor. Mehr steht in unserer Krippe nicht, aber das reicht voll. Am Abend schalten wir die Lampe an und dann ist unsere Krippe erst so richtig schön. Wir sitzen so herum und singen Lieder vom Advent. Manche gefallen mir, aber die meisten sind mir zu lusert. Mein Opa hat mir ein Gedicht vom Advent gelernt und es geht so: Advent, Advent, der Bärwurz brennt. Erst trinkst 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann haut's die mit dem Hirn an die Tier. Obwohl dieses Gedicht recht schön ist, hat die Mama gesagt, dass ich es mir auf keinen Fall merken darf. Im Advent wird auch gebastelt. Wir haben eine große Schüssel voll Nüsse und eine kleine voll mit Goldstaub. Darin wälzeln wir die Nüsse, bis sie golden sind, und das Christkindl hängt sie später an den Christbaum. Man darf nicht fest schnaufen, weil der Goldstaub ist total leicht und er fliegt herum, wenn man hinschnauft. Einmal habe ich vorher in den Goldstaub ein Niespulver hineingetan und wie mein Vater die erste Nuss darin gewälzelt hat, tat er einen Nieserer, dass es ihn gerissen hat und sein Gesicht war golden und die Nuss nicht. Die Mama hat ihn geschimpft, weil er keinerlei Beherrschung hat und sie hat gesagt, er stellt sich dümmer an als wie ein Kind. Meinem Vater war es recht zuwider und er hat nicht mehr mitgetan. Er hat gesagt,
dass bei dem Goldstaub irgendetwas nicht stimmt. Ich habe mich sehr gefreut, weil es war insgesamt ein sehr lustiger Adventabend. Kurz vor Weihnachten müssen wir unsere Wunschzettel schreiben. Meine Schwester wünscht sich meistens Puppen oder sonst ein Klump. Ich schreibe vorsichtshalber gleich mehr Sachen drauf und zum Schluss schreibe ich dem Christkindl, es soll einfach so viel kaufen, bis das Geld ausgeht. Meine Mama sagt, das ist eine Unverschämtheit und irgendwann bringt mir das Christkindl gar nichts mehr, weil ich nicht bescheiden bin. Aber ich habe bis jetzt immer das gekriegt. Und wenn ich groß bin und ein Geld verdiene, dann kaufe ich mir selber etwas und bin überhaupt nicht bescheiden. Dann kann sich das Christkindl von mir aus ärgern, weil dann ist es mir wurscht. Bis man schaut, ist der Advent vorbei und Weihnachten auch und mit dem Jahr geht es dahin. Die Geschenke sind ausgepackt und man kriegt bis Ostern nichts mehr, höchstens, wenn man Geburtstag hat. Aber eines ist gewiss, der Advent kommt immer wieder. Dankeschön.